Morgen zusammen, auch von meiner Seite, die ihr hier seid und die ihr zu Hause schaut. Ich finde es schön, dass wir wieder zusammen sein können, in dieser Form wenigstens, um einfach Gott zu begegnen, unser Leben von ihm ausrichten zu lassen auf die Ziele, die er hat auf diesem Planeten. Vor ein paar Wochen haben Sibylle und ich einen Clip angehört, da ging es darum, wir sind geboren und wir leben für eine Zeit wie diese. So wurde Jesus eingeführt, ne? Als die Zeit erfüllt war, kam der Sohn Gottes. Wenn wir in der Schweiz das alles organisiert hätten, hätten wir vielleicht gesagt, warum soll er im Jahr zu der Zeit geboren werden, wo die Römer da sind und wo die Römer Israel unterdrücken und ausbeuten und die Leute so arm sind. Man hätte ihn ja 1000 Jahre früher schicken können, als Salomon König war. Da war Frieden, da war Wohlstand. Das wäre eigentlich doch das Beste gewesen. So hätten wir es doch für Jesus geplant, oder? Ihr Schweizer, ne? Gute Planung, Jesus kommt, wenn Salomon König ist. Als die Zeit erfüllt war, schickte der Vater seinen Sohn. Und ich denke, bevor wir jetzt anfangen mit dieser neuen Reihe, der König und sein Reich, will ich uns das vor Augen malen. Gott ist ein souveräner Gott. Er kennt Zeiten, er kennt politische Situationen, er kennt Pandemien, er kennt die wirtschaftlichen und sonstigen Auswirkungen davon. Gott, er ist König. Und wir haben hier dieses schöne Schloss hier auch, um uns daran zu erinnern, es gibt einen, der über alles regiert. Und dieser souveräne, ewige, allmächtige Gott, er regiert über mein Leben. Und es ist kein Zufall, dass du im Jahr X geboren bist. Es ist nicht Gottes Nachlässigkeit, dass es gerade in unserer Lebenszeit eine Pandemie gibt. Ich sage damit nicht, er hat sie geschickt. Ich sage damit nur, Gott hat Pläne, Gott hat Ziele, Gott hat Ressourcen und Gottes Herz ist gut. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, was wir da hinten aufgestellt haben, das ist für uns die ewig gültige Botschaft. Gott ist gut. Fühlen wir es immer? Ich fühle es nicht immer, aber ich weiß es. Wir leben im Glauben. Er hat seinen Sohn geopfert. Er hat sein Bestes gegeben. In einer schwierigen historischen Zeit hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Als Kind, als Baby uns ausgeliefert. Wozu? Damit jeder Mensch die Möglichkeit hat. Damit jeder Mensch die Ewigkeit mit ihm verbringen kann. Das ist die gute Nachricht. Und darum geht es bei dieser Serie. Gott ist der König und sein Reich. Ich glaube, wir können Kreuzpunkt nur dann verstehen, wenn wir den König und sein Reich verstehen. Die meisten von euch sind viel länger hier im Kreuzpunkt schon dabei, manche Jahrzehnte. Aber dieser Satz gilt für alle Gemeinden. Ich denke, man kann die lokale Gemeinde nur dann verstehen, wenn man den König versteht, sein Reich und die Zukunft, die er vorbereitet hat. Ich will euch jetzt mal ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Und diese Reise ist der Titel von heute, das heißt die Timeline des Reiches Gottes. Ist es okay so, ne, für die Kameras? Ja, ich male es einfach hier so, genau. Das heißt, ich habe bewusst hier und hier bin ich über das Blatt gefahren. Warum? Gott hat auch schon hier existiert. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat, hier an diesem Punkt des Strahls? Wir wissen es nicht. Martin Luther weiß es. Martin Luther hat gesagt, er hat damals Routen gemacht, um jungen Leuten, die unnötige Fragen stellen, damit stoppen zu können. Lutheranische Aussage. Aber wir wissen von der Bibel, dass es in Gottes Gegenwart Freude gab, in Fülle. Keine Mangel, da war Freude, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die hatten keine Probleme, die hatten kein Defizit, die haben keine billige Arbeitskräfte gebraucht, die in der Gemeinde Kaffee machen, die das Gebäude putzen. Das war nicht die Idee von Gemeinde, sondern die Idee von Gemeinde, die hier schon eigentlich anfing bei der Schöpfung. Mach es für Schöpfung, ne? Der ewige Gott
der keine Mangel hatte, der voller Freude war. Die hatten ein Family-Treffen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die haben gesagt, hey, es ist so gut. Das Leben ist gut. Es ist was Wertvolles in uns. Und das wollen wir multiplizieren. Multiplikation ist so der Herzschlag Gottes. Geben, weitergeben, multiplizieren. Das Leben ist gut. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, wir machen etwas. Wir gestalten Wesen, die uns ähnlich sind, die denken können, die fühlen können, die reden können, die mit uns Kommunikation haben können. Das war die Idee der Schöpfung. Gott war so voll, dass er gesagt hat, das gebe ich weiter und ich gebe es an solche Wesen weiter, die uns gegenüber Dankbarkeit, Wertschätzung, Anbetung ausdrücken können. Und ihr kennt die Story, der große Garten, alles war wunderbar. Und der große Garten war eigentlich fantastisch. Da gab es alles. Sie konnten essen, trinken, das Wetter war immer gut, war alles okay. Es gab nur ein kleines Problem da drin und es war dieser komische Baum. Und dieser komische Baum hat die Funktion gehabt, Adam, Eva, ihr könnt von allem essen. Aber von diesem Baum, das ist der Vertrauensbeweis letztendlich. Das soll euch immer daran erinnern, ich bin der ewige Schöpfer, ihr seid die Geschöpfe, ihr könnt alles machen, aber erinnert euch, ihr habt diesen Garten nicht kreiert, ich habe ihn kreiert. Erinnert euch, ich war schon hier, ihr seid erst hier gekommen. Und das ist wie die Gebrauchsanweisung für ein gutes elektrisches Gerät. Man kann den Staubsauger nicht benutzen als Betonmaschine, geht einfach nicht. Ne? Und so sagt Gott, erinnert euch daran, dass hier gibt es eine Grenze, da geht ihr nicht drüber. Und die Schlange kam, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist interessant, das ist in diesem ganzen Potenzial zu lieben, Beziehung zu haben. Das ist aufgebaut auf Freiheit. Freiheit ist ein wertvolles Geschenk, aber das Geschenk Freiheit kann missbraucht werden. Und Satan, das lassen wir jetzt mal aus dem Spiel, wo der herkam, irgendwo hier kam er rein ins Spiel und hat dann die Menschen studiert und hat gemerkt, diese Geschöpfe Gottes, die haben einen wunden Punkt. Die sind frei, um Beziehung gestalten zu können. Aber dieser wunde Punkt ist, ich will selber bestimmen. Ich will selber entscheiden. Ich will selber eigentlich mein Leben in der Hand haben. Und die Ersten sind darauf reingefallen. Und durch diese erste Katastrophe hat Satan praktisch von Adam viel, viel Macht bekommen. Die Bibel nennt ihn auch der Gott dieser Welt. Und Gott hat trotzdem gesagt, ich mache die Geschichte weiter. Da war Abraham. Und was hat er mit Abraham gemacht? Ich hole dich raus aus dieser ganzen dunklen Gegend. Ich will eine neue Geschichte anfangen auf diesem Planeten. Ich suche Freunde. Und Abraham wird dann Freund Gottes genannt. War Abraham perfekt? Gott sucht keine perfekten Leute. Wenn du perfekt bist, habe ich schlechte Nachricht für dich. Gott kann nichts mit dir anfangen. Weil Gott weiß, dass du nicht perfekt bist. Okay, Abraham war nicht perfekt. Abraham hat gelogen, Abraham war ungeduldig und die Bibel nennt ihn Freund Gottes. Und mit diesem Freund Gottes hat er Geschichte gemacht und sagt, Abraham, guck mal, geh mal raus aus Ur. Da warst du so lange drin und in diesem ganzen Umfeld, das hat deine Denkweisen geprägt, deine Freunde, die ziehen dich hier weg. Hey, komm mal raus von hier. Und ich schicke dich wo ganz woanders hin. Ja, wo soll ich hingehen, Gott? Vertrau mir, ich schicke dich woanders hin. Und dort fange ich eine neue Geschichte an. Und übrigens, aufgrund deren Geschichte sitzen wir heute hier. Ich will aus dir ein Volk machen. Unzählbar, viele Menschen. Und ich will für diese Menschen, will ich Gott sein, der Gott in ihrer Mitte. Und ihr sollt mein Volk sein. Es ist immer dieses Gefälle der Geschichte. Gott sagt, ich fange an. Abraham, komm mit. Ich segne dich. Abraham, ich bin so gut, mein Herz ist so voller Leben und Freude und Güte und ich gebe dir ganz viel davon. Dann bist du gesegnet und als Gesegneter wirst du zum Segen sein. Das ist Gottes Herzschlag. Das gilt für Kreuzpunkt heute. Wir sind die Gesegneten Gottes, damit es uns Sonntagmorgen gut geht. Wir sind Gesegnete Gottes in der Linie von Abraham, damit durch uns der Segen Gottes in die Nation reinfließt. Okay, und dann hat Abraham das gelebt und dann kam Mose. Gott sagt, hey, ich habe von Anfang an gesagt, das Ganze wird sich vermehren. Multiplikation ist meine DNA, sagt Gott. Und diese Multiplikation, diese DNA ging von Abraham, Isaac, Jakob, so dass wir hier schon Millionen von Menschen hatten.
Und dann ging es weiter. Der Höhepunkt war dann ein Mann namens David. Ein Mann namens David, der hat so stark in der Geschichte Einfluss gehabt, dass Jesus sogar der Sohn Davids genannt wurde. Jesus, der Sohn Davids. Was war das Besondere bei David? Die Bibel nennt ihn in der Apostelgeschichte 13, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war Mörder, er war Ehebrecher, er hat seine Jungs nicht richtig erzogen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes? Was sucht Gott eigentlich? David war ein Mann, nachdem Nathan ihn, der Prophet, konfrontiert hat mit seiner Sünde, hat er nicht gesagt, naja, die Frau war schuldig, die hat mich so da angemacht. Er hat auch nicht gesagt, Nathan, das nehme ich dir nicht ab. Er hat gesagt, Gott, gegen dich habe ich gesündigt. Bei all den Fehlern, die David hatte, und da gibt es viele davon, hat er eine Herzenshaltung gehabt. Gott, ich habe gesündigt vor dir, vergib mir bitte. Und so nennt die Bibel Gott selber, nennt ihn, David, du bist mein Freund. Als Israel einen König gesucht hat durch den Propheten Samuel, da waren es erst 6 andere Kandidaten. Und die haben gut ausgesehen, die waren gut drauf. Gott sagt, gibt es überhaupt noch einen? Nee, wir haben keinen mehr. Ach ja, da ist ja noch unser Kleiner da draußen bei den Schafen. Ne? Der taugt jetzt noch nicht viel, der sitzt da, haben wir gar nicht geholt. Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Ich habe ihn gesehen bei den Schafen. Niemand hat ihn gesehen. Ich habe gesehen, wie er dort Instrumente gebaut hat. Ich habe gesehen, wie er dort Musik gemacht hat. Ich habe gesehen, wie er dort die ersten Psalmen schon komponiert hat und Musik gemacht hat. Und wie er unter dem Baum dort saß und gesagt hat, Gott, du bist mein Hirte, was wir eben gesungen haben. Gott, du sorgst für mich, auch wenn Menschen und meine Eltern mich übersehen. Gott, du bist immer für mich da. Mit dir kann ich Beziehung haben. Diesen Mann hat Gott gesehen. Und Gott sagt, dich hole ich von den Schafen. David, dir vertraue ich mein Reich an. Und als David dann König wurde, hat er ein paar sehr interessante Dinge gemacht. Er hat Jerusalem erobert. Und wisst ihr, was er als erstes gemacht hat, nachdem er die Stadt erobert hat? Er hat eine Kiste reingeholt, die Bundeslade. Und es war interessant, warum hat er die Bundeslade geholt? Weil er wusste, Gott ist König. Nicht ich bin König, Gott ist König. Ich bin eingesetzt, um ihn zu repräsentieren, und die Bundeslade repräsentiert die Gegenwart Gottes. Also, wir holen die Bundeslade. Der erste Versuch ging schief, ne? Haben Sie nochmal nachgelesen im dicken Buch. Wir müssen das irgendwie anders machen. Zweiter Versuch, es hat geklappt. Und jetzt, wie hat David die Bundeslade nach Jerusalem reingebracht? Was hat David gemacht? Ihr Musiker, ihr wisst das, ne? David hat gehüpft und getanzt. Die Bundeslade kommt nach Jerusalem. Die Gegenwart Gottes ist in unserer Mitte. Wir haben das größte Geschenk im Universum. Wir haben Gott in unserer Mitte. Auch wenn ich ein menschlicher König bin, der eigentliche König ist Gott, Jahwe Zebaoth, der Herr der Heerscharen, Gott der Schöpfer, der Allmächtige. Er ist unser Gott und hat gehüpft und getanzt. Warum? Das war das Programm des Einzugs. Nein. Sein Herz war voll. Dieser Gott, der ihn bei den Schafherden gesehen hat, diesen Gott, für den er damals schon die ersten Instrumente mit seinen Saiten gemacht hat, den er angebetet hat, dieser Gott hat gesagt, David, du bist mein König, David, die Stadt gebe ich dir. Und wenn du von mir abhängig bist, wenn du mir gehorchst, wenn du meine Regierung akzeptierst, dann geht's Israel gut. Und David hat sich so darüber gefreut. Haben sich alle gefreut? Es gab eine Person, die sich nicht darüber gefreut hat, wie dieser unwürdige König rumgehüpft ist vor der Lade, sich da zur Schau gestellt hat, mit demütigem Herzen, mit ehrfurchtsvollem Herzen, hat er sich zum Clown gemacht für Michal, seine Frau. Er kam nach Hause, David, du alter Spinner, das ist alles so übertrieben.
David, kannst du nicht ein bisschen nüchterner sein? Kannst du nicht ein bisschen zivilisierter sein als König? Der Unterschied zwischen David und Michael danach: David wurde unfruchtbar. Fruchtbarkeit ist DNA Gottes. Da war irgendwas getrennt zwischen ihr und Gott. David war ein König, den Gott bestätigt hat. Warum sage ich das? Weil Jesus selber sich den Sohn Davids nennt. Um das Reich Gottes zu verstehen, müssen wir verstehen, warum Jesus sagt, ich bin ein Sohn Davids. Ich gehe auf dieses Ding hier zurück, meine Herrschaft. Da hat jemand regiert und die Regierung von diesem König, das ist ein Modell für Kreuzpunkt heute. Weil wir sind Reich Gottes heute, von dem Sohn Davids, von Jesus, der sich auf David beruft. Und Leute, es wurde noch schlimmer. David nimmt diese Bundeslade. Wo soll die Bundeslade eigentlich hin? Wisst ihr das, ihr Bibelkenner? Wo soll die Bundeslade hin eigentlich? Stiftshütte. Die Stiftshütte war nicht in Jerusalem, da gab es keine Stiftshütte. Die Stiftshütte war einige Kilometer weiter im Norden in Silo. Und in Silo waren die Priester und die haben das Programm jeden Tag gemacht. Die haben das Programm, jetzt müssen wir Opfer bringen, jetzt müssen wir die Liturgie machen. Dort war das Programm gut ausgeführt. David sagt, hey, meine Idee mit Gott ist, wir wollen Gott anbeten. Die Bundeslade nach Jerusalem. Und damit sie nicht im Regen steht, haben sie ein Zelt gebaut, weil es in Apostelgeschichte 15 die Hütte Davids genannt wurde. Und in der Hütte Davids, da stand die Bundeslade. Und die Bundeslade war nicht mal abgetrennt durch einen extra Vorhang, die stand einfach da. Und was war da los? 724 Worship. Das heißt, dort hat David dann die besten Musiker des Landes geholt. Es waren ein paar hundert. Und die haben 7 Tage pro Woche, 24 Stunden pro Tag, nur eine Sache gemacht. Würdig, würdig, würdig bist du, mächtig bist du, heilig bist du, Jahwe Zebaoth. Und viele von den Psalmen, die wir heute haben, von den 150 Psalmen, sind in dieser Zeit entstanden. Warum? Weil das Herz von David, der vor der Bundeslade getanzt hat, der draußen bei den Tieren Gott angebetet hat und von Gott Mut und Kraft und Freude empfing. Dieser David hat gesagt, dieses Land kann nur regiert werden, wenn Gott an erster Stelle ist. Und Gott ist nicht an erster Stelle als unser Automat. Gott, wir haben Probleme, Problemliste rein, Antwortliste raus. Das war nicht die Idee von David. David sagte, Gott, du bist Gott über allem und jederzeit. Wir beten dich 724, wir beten dich an. Und das hat Gott gefallen. Und es war die militärisch stärkste Zeit in der Geschichte Israels, weil der König angebetet wurde. Weil der König erlaubt hat, wir wissen nicht warum, die Bundeslade nicht nach Silo kam. Gott hat es erlaubt. Wenn ihr mich anbetet, dann freue ich mich. Das war das Herz von Davids. Und Jesus sagt, ich bin der Sohn Davids. Das ist das Herz von Jesus. Jesus sagt, ich baue ein Reich auf dieser Erde, wo ich eins zuallererst will. Ich will von meinem Volk angebetet werden. Ich will von meinem Volk hören, dass sie mich lieben. Ich will von meinem Volk den ersten Platz im Herzen haben, im ganzen Denken. Das war David. Und dann ging es noch weiter. Gott selber kam auf die Erde. Jesus, das Kreuz. Das heißt, als Jesus auf der Erde war, war er gehorsam, hat Gott immer vertraut, er hat nie gesündigt. Als er auf der Erde war, hat er sich Gott untergeordnet und dadurch konnte er seine erste Predigt halten. Leute, hört gut zu. Das Reich Gottes steht direkt vor uns. Markus 1,15, die erste Predigt von Jesus. Königsherrschaft Gottes ist da. Und weil die Juden damals, mindestens die Pharisäer, Schriftgelehrten, sie kannten die Bibel. Und sie wussten, wenn hier ein Rabbi auftritt, der von der Königsherrschaft Gottes redet, dann redet er von dieser Zeit hier, von David. Und deshalb haben sie ihn auch gefragt, bist du der Sohn Davids? Jesus hat gesagt, Leute, hört gut zu. Ihr müsst jetzt umdenken, das griechische Wort Metanoia, ihr müsst umdenken.
Er sprach Aramäisch, Hebräisch, ihr müsst Schuf machen, ihr müsst eine 180-Grad-Wende machen, ihr müsst euer Denken und Lebensstil verändern, denn jetzt kommt das Königreich Gottes auf die Erde. Das war seine erste Predigt. Und damals gab es sehr viele verschiedene Ideen über das Königsreich. Wird es jetzt wieder sein wie früher? Kommt ein neuer militärischer Herrscher, der die Römer vertreibt? Was passiert? Und dann wird es sehr interessant. Die erste Deklaration, die Jesus gemacht hat, Lukas 4,18: Der Geist des Himmels ist auf mir. Ich bin gesandt vom Himmel. Ich bin gesalbt vom Himmel. Was im Himmel an Segen da ist, was Gott von Anfang an der Schöpfung ausgedrückt hat, kommt jetzt auf diese Erde. Ich bin gesalbt, wozu? Den Armen Evangelium zu bringen, die Gefangenen freizusetzen, die gebunden sind, loszulösen, denen, die ein Trauergewand haben, zu helfen, dass sie ein Freudengewand bekommen, Schönheit statt Asche zu geben. Das ist meine Deklaration meiner Regierung. Und so hat das Reich Gottes angefangen. Verbindung zu uns heute. Warum existiert Grützpunkt? Ich spitze es zu. Warum haben wir das Recht zu existieren? Weil wir das glauben, was Jesus gesagt hat. Das Königreich ist da, der Feind ist besiegt und die Segnungen des Himmels kommen jetzt auf diese Erde. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber lese es zu Hause danach, Lukas 4, die Deklaration und ein paar Verse weiter, Lukas 5, die ersten Kapitel. Und sie brachten die Kranken aus allen Ecken und Enden und die dämonisch Unterdrückten, Geplagten und die Aussätzigen und die Blinden und die Lahmen. Und was macht Jesus? Leute, zu viel für mich, ich mache mal Pause. Erhalte sie. Das Reich Gottes ist da. Das heißt, er hat damit etwas modelliert, demonstriert. Er hat verbal angekündigt, jetzt wird Gott hier regieren. Die Königsherrschaft Gottes kommt auf diese Erde. Und die Königsherrschaft Gottes ist viel mehr als ein politisches System. Die Königsherrschaft Gottes ist eine Regierungsform, die das, was der erste Adam verloren hat, wo Satan der Gott dieser Welt wurde, das wurde hier gestoppt. Jetzt ist Jesus der König aller Könige, der lebendige Gott. Und er hat das modelliert, er hat 12 Leute gesammelt und gesagt, ich lebe das jetzt mit euch. Und diese Community, diese Jesus-Community, diese 12er-Gruppe, durch euch werde ich das auf der ganzen Welt weitergehen lassen. Warum sitzen wir heute hier? Weil diese 12 in all ihrer Schwäche gehorsam waren. Warum sitzen wir noch hier? Weil dieser Auftrag an die 12 noch nicht zu Ende ging. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Und wenn er wiederkommen wird, da gibt es viele Theorien, vor der Trübsal, nach der Trübsal, das blenden wir alles aus. Ne? Uns geht es nur darum, wir freuen uns darauf, dass er wiederkommt. Wir bereiten unsere Herzen darauf vor. Und wenn er wiederkommt, wird Satan endgültig besiegt, dann werden die Tränen abgewischt, dann gibt es kein Leid, keine Krankheit, kein Geschrei, nichts mehr. Und jetzt aber leben wir in dieser Epoche. Und diese Epoche heißt, das Reich Gottes ist schon da, es ist noch nicht vollendet. Schon jetzt, schon angebrochen, aber ist noch nicht vollendet. Was heißt das? Jesus sagt, jetzt ist es da. Und Matthäus 12, 28, wenn ich die Dämonen austreibe, dann seht ihr, dass die übernatürliche Kraft des Himmels die bedrängende Macht besiegt hat. Jetzt ist das Reich Gottes da. Es ist noch nicht voll. Und deshalb geht hin mit meiner Autorität, predigt das Evangelium. Was haben wir zu tun als Leute vom Kreuzpunkt? Das Evangelium weiterzugeben, mit Worten und Taten. Er sagt, macht die Kranken gesund. Was haben wir zu tun? Wir haben für die Kranken zu beten. Können wir sie heilen? Nein, aber wir beten für sie. Werden alle geheilt? Nein, das Reich Gottes hat schon angefangen. Es wird man hier geheilt, aber es ist noch nicht vollendet. Nur wenn es vollendet ist, werden alle geheilt. Hören wir auf, für Kranke zu beten, weil manche nicht geheilt werden können? Ja, wir wollen ja niemanden enttäuschen. Nein, das wäre ja ungehorsam dem Auftrag gegenüber. Der Auftrag ist, geht, nicht kommt in die Kirche,
geht, kommt in die Kirche, damit ihr empowered werdet, damit ihr ermutigt, gestärkt werdet. Kommt und dann geht die anderen 6 Tage. Jeder von uns hat etwas zu geben. Und wenn ihr geht, erzählt von Jesus. Wenn ihr geht, betet für die Menschen um euch herum. Wenn ihr geht, dann betet für Kranke, erzählt den Leuten von der Liebe Gottes. Wenn jemand Hilfe braucht, helft, dass die Leute spüren, Gottes Reich hat schon angefangen, es ist noch nicht vollendet. Man sieht es, dass ich kürzlich beim Friseur war. Und mein Friseur ist ein guter Moslem. Und eigentlich nach langer Pause habe ich erwartet, es sind viele Leute beim Friseur. Ne? War die 2. Woche nach Ende vom Lockdown für die Friseure. Ich gehe rein. Ich war der Einzige. Okay, gleich hingesessen. Und dann, wie geht's dir? Und so habe ich gefragt. Oh, schlecht, ne? Keine Kunden. Und wie er mir das so erzählt hat, war mein Herz betroffen. Ne? Der Mann braucht einen Lebensunterhalt. Er hat eine Familie zu versorgen, er muss Miete bezahlen. Und ich war einfach betroffen. Und sage ich, Gott, was kann ich für diese Menschen tun? Das Reich Gottes ist da. Und ich habe ihn dann gefragt, als er fertig war, darf ich für dich beten? Ja, sage ich, weißt du, guck mal da draußen, bei uns in 3 Ländern gibt es auch Berge und so, ist auch schön. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der kennt dich und mich persönlich. Und dieser Gott hat ein gutes Herz und der will uns helfen. Lasst uns zu diesem Gott beten. Darf ich zu diesem Gott für dich beten? Ich war innerlich im Fragen, zu wem soll ich beten? Soll ich den Namen Jesus benutzen von Moslems? Das muss man immer sich von Gott zeigen lassen. In dieser Situation habe ich gespürt, nee, das könnte vielleicht eher ein Hindernis für ihn sein. Er ist noch ganz am Anfang, habe ich gebetet, Gott im Friseurplatz dort. Ne? Und da waren nur noch 3 Mitarbeiter und seine Mutter oder jemand. Gott, du bist ein guter Versorger. Gott, du willst, dass wir leben können. Und dieser Mann arbeitet und will arbeiten. Versorg du ihn, gib ihm Kunden. Amen. Halbe Stunde später laufe ich vorbei, waren 3 Kunden drin. Okay, vielleicht wären sie auch so drin gewesen, ich weiß es nicht. Meine Tochter macht Witze mit mir und sagt, ja, du hast sie angerufen, sollen dorthin gehen. Nee. Was ich damit sagen will, das Reich Gottes ist da. Jesus will regieren. Jesus will sein Herz zeigen. Jesus will zeigen, dass er gut ist und dass er seine Güte und Freundlichkeit wirklich für jeden Menschen spüren lassen will. Und wir haben viele Gelegenheiten. Meine Frau ist viel unterwegs in ihrem Beruf und sie hat die letzten 3, 4 Monate so viele Gespräche wie noch nie mit Leuten, die mit Gott und Kirche nichts im Hut haben. Mit Atheisten, mit Agnostikern, mit Moslems und mit sonstigen Hintergründen und Überzeugungen. Bei jedem Kundengespräch kommt ein Gespräch raus über Gott und den Sinn des Lebens. Und manche Kontakte entwickeln sich jetzt zu Kontakten zu dem Thema. Was ich damit sagen will, wir leben in einer Zeit, wo Gott in Bewegung ist, wo er sein Reich ganz stark baut. Und jetzt will ich auf diesen Bereich hier nochmal ganz speziell eingehen. Gottes Reich hat angefangen, es ist noch nicht vollendet. Was ist das Markante für diese Epoche? Jetzt können wir vielleicht mal kurz die eine Folie reingeben. Geht das kurz? Ja. Es gibt eine Dynamik des Königreiches. Ich mache mal das Kreuz hier. Das hat hier angefangen. Und hier kommt Jesus wieder. Und die Dynamik des Königreiches ist, wir haben hier ein paar Stellen, ihr könnt sie hier lesen, ich muss sie hier lesen. Okay. Das Reich Gottes wächst und wächst und wächst. Jetzt denkt ihr vielleicht, na, das ist ein Schwärmer. Bin ich ein Schwärmer? Warum sage ich, das Reich Gottes wächst und wächst und wächst? Ganz einfach, weil ich dieses dicke Buch habe, wie ihr auch. Und in diesem dicken Buch steht zum Beispiel drin, Psalm 2, sagt der Vater zum Sohn, fordere von mir und ich gebe dir die Nationen zum Erbe, die Enden der Erde zum Besitz. Und wir leben in einer Zeit,
weil wir es erleben wie noch nie, wie Jesus, der Sohn Gottes, sich aufmacht und durch die Nationen geht und sagt, die Nationen gehören mir. Ich habe Erbe in jeder Nation. Ein guter Bekannter von mir hat in einem arabischen Land gearbeitet. Da gab es vor, sagen wir, 8 Jahren keine oder ganz, ganz wenige lokale Christen in dem Land. Letztes Jahr war er im Sommer in einem anderen arabischen Land und hat aus diesem Land 50 Leute rausgeholt für Leitertraining. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo Jesus durch die Nation geht und sagt, mein Vater hat zu mir gesagt, wenn du dein Leben gibst als Schuldopfer, wenn du mit deinem Leben einen Preis bezahlst für die Sünde der Menschen, dann wirst du viel Frucht sehen. Und das ist das, was Jesus gerade tut. In Saudi-Arabien bekehren sich so viele Menschen wie noch nie in der Geschichte. Und es ist nicht aus dem Ausland gesteuert. Der Heilige Geist kommt über Moslems in Saudi-Arabien. Sie bekehren sich, sie machen Hauskirchen und fangen an, mit Jesus zu leben. Geht es immer glatt? Manchen kostet es ihr Leben. Das ist auch Teil der Verheißung des neuen Bundes. Schon jetzt noch nicht heißt, wir haben hier mit Widerstand zu rechnen. Kommen wir gleich drauf. Ich habe vor 1,5 Jahren mit einem Mann zu Mittag gegessen, der war einer der höchsten Mullahs Europas. Ne? Dieser Mann hat hohe Position gehabt, war absolut überzeugter Moslem und hat in einem europäischen Land gelebt. Und dann wurde seine Tochter 12 Jahre alt, sehr krank, todkrank. Ich glaube, sie ist gestorben. Und er kennt den Islam und er weiß, Mohammed hat kein Wunder getan. Aber es steht auch in der Bibel, dass Jeschua, Isa, Jesus Wunder getan hat. In seiner Verzweiflung schreit er zu Jesus, weck meine Tochter wieder auf, Isa. Die Tochter ist wieder auferstanden. Und das hat der Mullah erlebt. Der Mullah, der war nicht getauft, ging in keine Kirche, war nicht Mitglied irgendeiner Gruppe. Der hat zu Isa geschrien, zu Jesus. Er hat sich nicht gleich bekehrt. Da kamen noch zwei Sachen und dann 3 Jahre später hat er seine Knie gebeugt. Als ich ihn kennengelernt habe, zum Mittagessen saß er da mit einem dicken Kreuz hier drum, ne? Araber mit dem Kreuz. Das ist für die anderen Araber schon immer eine große Herausforderung. Und er sagt, dafür lebe ich jetzt. Ich lebe dafür, dass andere Araber, andere muslimische, islamische Araber Jesus kennenlernen. Dafür lebe ich. Kurz darauf war er in einer deutschen Stadt, hat Traktate verteilt an Araber und da sieht er einen, den kennt er, sagt, oh, dieser Mann, den kenne ich von Saudi-Arabien, der war einer der Gerichtsvollzieher und Exekutanten. Geht er zu ihm hin, gibt ihm ein Traktat und dieser Mann sagt, am nächsten Tag kann ich wieder zu dir kommen, hat sich bekehrt. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir hier die Expansion des Reiches Gottes wirklich stark erleben. Erleben wir es in Deutschland und in der Schweiz? Ich würde sagen, ja, langsam. Wir erleben eine Offenheit, eine Öffnung, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Nehmt ihr das auch so wahr oder ist es mehr unsere Fantasie? Oder wer von euch nimmt wahr, dass Menschen in der Schweiz offener werden? 2, 3. Redet mehr mit Leuten, sucht den Kontakt mit Leuten. Einer unserer Nachbarn hat zu mir gesagt, am Anfang der Pandemie, sag mal, du bist doch gläubig, leben wir in der Endzeit. Wir merken, Leute fangen an zu fragen. Es ist ein Suchen da, es ist noch klein, aber die Leute werden sich bekehren. Und jetzt ist die Zeit, wo wir uns darauf vorbereiten müssen. Was passiert, wenn wir im Herbst plötzlich 200 Leute mehr haben, Neubekehrte, die mit Kirche nichts am Hut haben? Was machen wir mit denen? Ich habe eine Lösung. Guck mal, wie viele Leute hier sitzen. Und wenn wir kleine Gruppen formen, wenn wir Hauskirchen, wie immer wir das nennen, Hauskirchen, Hauskreise, Kleingruppen machen, mit 4, 5 so erfahrene Leute wie ihr, die sagen, und wir kümmern uns um 3 Leute, dann können wir schon viele Leute versorgen. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir uns auf das vorbereiten müssen. Weil das Reich Gottes wird wachsen. Nicht, weil wir jetzt besser drauf sind, sondern weil der Vater zum Sohn gesagt hat, fordere von mir und ich gebe dir die Nation. Sein Reich wird die ganze Erde durchdringen. Da hat der Micha so gut darüber gepredigt vor ein paar Wochen, Daniel 2, der Stein, der losgelöst ist, prophetisch angekündigt alles.
Und er wird seine Feinde unter seine Füße bringen. 1. Korinther 15, 22. Glaubt ihr, dass Jesus die Wahrheit sagt? Er lügt nicht. Sein Wort ist Wahrheit. Womit füllen wir unser Denken? Mit den täglichen Nachrichten, die uns immer mehr entmutigen, einschüchtern? Oder füllen wir sie mit Heavenly News, Newsletter from Heaven? Da stehen die Dekrete des Himmels. Ich nenne das hier Dekrete, Beschlüsse des Himmels, weil ich glaube, im Himmel sind diese Beschlüsse gemacht. Und sie sind nicht gemacht, damit sie irgendwo auf dem Regal rumliegen, sondern Jesus hat gesagt, und jetzt betet, dein Reich komme, deine Regierung soll immer mehr sichtbar werden, dein Wille geschehe, die Beschlüsse, die Dekrete des Himmels, die heißen, der Sohn wird das alles erben. Das heißt nicht, dass jeder sich bekehrt, aber er will viele, viele Früchte haben unter den Nationen. Und in Matthäus 24, 14 das Ende, alle Volksgruppen, und da fehlen jetzt noch ein paar tausend, aber bald alle Volksgruppen werden das Evangelium des Reiches gehört haben. Dann kommt das Ende. Läuft das alles glatt? Parallel dazu gibt es das Reich des Finsternis. Ist Satan besiegt? Ja, er ist besiegt. Kolosser 2, 14, entwaffnet, entmachtet, öffentlich zur Schau gestellt. Punkt. Ist er schon beseitigt? Nein, er hat eine lange Leine und mit dieser langen Leine versucht der Satan uns mit Lügen zu bombardieren, zu trennen. Sein Name heißt auch Diabolos. Er will entzweien, er will Gemeinden entzweien, er will Ehen, Familien entzweien. Er hat nichts anderes im Kopf als diese destruktive Agenda. Was macht er noch? Täuschen. Leute, ist ja alles nicht so schlimm. Hauptsache uns geht's gut. Täuschung. Stehlen. Er will uns das wegnehmen, was uns eigentlich von Gott gehört. Er will unser Mut rauben. Er will Entschlossenheit rauben. Er will Einheit rauben. Johannes 8 redet Jesus davon, über diese Person, die der Teufel, Luzifer, Satan nennt. Ne? Wir dürfen ganz nüchtern diese Dynamik sehen, die ganz gut in Jesaja 60 zusammengefasst wird. Finsternis über der Nation. Das heißt, es gibt hier eine Expansion. Die Strategien der Finsternis werden stärker, intensiver, polarisierter. Aber geht's weiter? Jesaja 60. Über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Schaut euch mal um. Schaut euch um. Über uns geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Das heißt, in dieser Zeit wird Gott immer mehr von seinem Licht über uns leuchten lassen, dass wir heller leuchten. Die Polarisierung Licht-Finsternis wird stärker werden. Es wird die Zeit kommen, da kann man nicht mehr sagen, ich bin Christ. Was machst du? Ich gehe auch sonntags in die Kirche. Leute, das geht hier vielleicht noch, ja? Aber wenn die Polarisierung stärker wird und die Kräfte von beiden Seiten intensiver werden, dann müssen wir uns richtig positionieren. Zu welchem Reich gehöre ich eigentlich? Bin ich mir sicher, dass ich zum Reich Gottes gehöre? Ja, wir sind uns sicher. Dann leben wir entsprechend. Steh auf, werde Licht, wach auf, der du schläfst. Das ist das, was hier gerade läuft. Und ich sage euch jetzt das nicht, um euch Angst zu machen, sondern um die Realität zu zeigen. Das hier wächst. Könnt ihr mir das glauben? Das wächst, weil es in der Bibel steht und weil es empirisch sichtbar ist. Als Mr. Biden Präsident wurde in Amerika, vor kurzem war eines seiner ersten Aktionen, nicht von ihm, von seiner Ministerin, Gesundheitsministerium, wir machen ein neues Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf sieht so aus, dass ab 14 Jungs und Mädchen selber entscheiden können, welches Geschlecht sie haben. Was empirisch sichtbar ist, spielt keine Rolle. Wissenschaft hat ja nichts zu sagen, ob du Junge oder Mädchen bist. Wenn du dich fühlst wie ein Junge, dann bist du ein Junge. Wenn du dich fühlst wie ein Mädchen, bist du ein Mädchen. Und wenn du das auch noch ein bisschen subjektiver, verstärkt erleben willst, du kriegst kostenlos diese Pille, die deine Pubertät blockt. Ach, und übrigens, wenn du es noch krasser haben willst, wenn du 14 bist, kannst du dich operieren lassen. Gesetzentwurf. Und damit der Gesetzentwurf wenig Widerstände hat, dann kommt noch dazu, den Kirchen wird verboten, über diese Dinge moralische Position einzunehmen. Kann man nachlesen, es sind fertige Gesetzesentwürfe. Und meistens dauert es doch einige Jahre, bis es von Amerika nach Europa kommt.
nach Deutschland. Ihr Schweizer seid ja ein bisschen beschützter. Ich kenne eure Dynamik noch nicht so. Ne? Aber alle möglichen Ideen, die in Amerika mal so verbreitet sind, kommen oft ziemlich schnell nach Deutschland. Der Gesetzesentwurf in Deutschland, der in den letzten 2 Wochen eingegeben wurde, das ist für Deutschland, der sieht so aus. Gesetzesentwurf für die Gender Education. 14-Jährige können selber entscheiden, welches Geschlecht sie haben. Die Eltern dürfen nicht mitentscheiden. Die Teenager entscheiden das alleine. Und dann das Gleiche auch. Das mit den Kirchen steht nicht so explizit drin, ne, weil Kirchen haben in Deutschland nicht so viel zu sagen. In Amerika ist das ein anderes Thema. Aber was ich damit sagen will, innerhalb 2 Monaten ist es über den Atlantik rüber. Ne? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich dieses Ding gewaltig beschleunigt. Aber Gott ist nicht hinterher hecheln und sagt, oh, der Teufel tut so viel Schlimmes, jetzt muss ich mal was Gutes tun. Nee. Gott ist in Bewegung. Gott sagt, ich baue meine Gemeinde. Mein Reich wird expandieren. Alle Volksgruppen auf dieser Erde werden das Evangelium hören. Und der Teufel sagt, oh, ich weiß, meine Zeit läuft bald ab. Der Teufel kennt die Bibel besser als viele von uns. Er weiß, wenn dieser Tag kommt, wo König Jesus zurückkommt, dann hat er seine Endbestimmung, dann geht er in die Hölle, in den Feuerpool forever. Das heißt, er beeilt sich, so viel wie möglich Schaden zuzufügen, und Jesus ist dabei, sein Reich bis in alle Enden der Erde zu expandieren. Und jetzt ist zum Abschluss dann die Frage, was machen wir damit? Das können wir der nächste Folie bitte zeigen. Was ist zu tun? Und ich denke, wir brauchen ja nicht in Aktivismus zu fallen, sondern in erster Linie, wir müssen uns sicher sein, zu welchem Team gehöre ich? Bin ich Teil von Gottes Lösungsteam auf dieser Erde? Dein Reich komme, dein Reich breitet sich aus. Gottes Reich ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Warum existiert Kreuzpunkt? Damit das Reich Gottes sich manifestiert, damit das Reich Gottes wächst und expandiert. Was haben wir zu tun? Mehr als in die Kirche zu gehen. Wir sagen, wir gehen zum Kreuzpunkt. Wir sind Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft, weil durch diese Gemeinschaft die Königsherrschaft Jesus sich manifestiert und expandiert. Okay, diese Sicherheit. Und diese Sicherheit kriegst du nicht irgendwie durch ein Mitgliedspapier an der Gemeinde. Das ist alles gut und richtig, aber du brauchst eine Offenbarung im Herzen, Kolosser 1,13. Gott selber hat dich herausgerissen. Du gehorchst nicht mehr den Mechanismen dieser Welt. Wir gehorchen dem Staat, aber wir gehorchen nicht den Mechanismen dieser Welt mit ihrer destruktiven Art, sondern wir sind hineingepflanzt in ein neues Reich. Und dieses neue Reich ist geprägt durch Versöhnung. Wie kommen wir in dieses Reich rein? Durch Versöhnte, indem Gott selber uns durch Jesus mit sich versöhnt hat. Wer von euch ist versöhnt mit Gott? Wie lange hast du dafür gearbeitet? Martin, du bist ein fleißiger Mann. Wie lange hast du dafür gearbeitet? Jahrelang. Irgendwann kam die Gnade Gottes und macht unser Herz weich und sagt, ihr glauben es jetzt. Sag mal, wie lange hast du gearbeitet dafür? Bei dir hat es ein bisschen länger gedauert, ha? Wir sind Beschenkte. Er hat uns versöhnt und dann kam unsere Kooperation. Wir haben geglaubt, jetzt sind wir versöhnt. Das heißt, als Versöhnte repräsentieren wir Gottes Herrschaft auf dieser Erde. Das ist der erste Teil. Ist diese Versöhnung, die wir mit Gott haben, glaubwürdig dem Teufel gegenüber, Menschen gegenüber, wenn wir miteinander nicht versöhnt sind? Das ist nicht glaubwürdig. Und Jesus hat da einiges sehr Ernsthaftes dazu zu sagen. Wir haben eine Botschaft zu der Welt, lass dich versöhnen mit Gott. Aber wir haben auch diese Botschaft, Matthäus 18, wenn du merkst, dass dein Herz nicht in Ordnung ist, dann versöhne dich mit deinen Geschwistern schnell. Matthäus 18 berichtet von diesem Folterknecht, wo jemand viel Vergebung empfangen hat. Wir sind Versöhnte, aber als Versöhnte dann noch eine Liste haben. Aber der hat mir mal vor 2 Jahren, der hat mal was gegen mich gesagt, der hat mich nicht beachtet, die hat mich schief angeguckt oder whatever. Ne? Diese Listen, was produzieren die? Distanz, Unversöhntheit. Und es wird noch krasser. Jesus sagt zu dieser Liste, Matthäus 18, dass Mächte der Finsternis Zugang haben zu unserem Leben und uns knechten können. Als Kind Gottes kannst du nicht besessen werden von Dämonen. Aber als Kind Gottes, das sich nicht versöhnt mit anderen,
Da haben wir eine offene Tür, durch die gewisse Mächte uns entmutigen können, uns krank machen können. Ich sage nicht, jede Krankheit kommt von daher, ne? Aber diese Dinge sind da. Depression, Schwere und Distanz schaffen, Beziehungen, Familienmuster kreieren über 3, 4 Generationen, die destruktiv sind. Und deshalb gibt es eine einfache Lösung. Lass dich versöhnen mit Gott und versöhne dich mit den Menschen um dich herum. Praktischer Tipp. Wenn du eine innerliche Liste hast von Menschen, die an dir schuldig geworden sind, dann streich die Liste. Geh zu Gott und tu nicht so, da war nichts. Nimm das ernst, wo du verletzt wurdest. Sag Gott, das hat mich verletzt. Und dann vergebe den Leuten. Es ist nicht immer ganz leicht. Deshalb, wenn du denkst, du solltest mit jemandem zusammen beten, wir haben jeden Sonntag hier ein Gebetsteam. Heute ist es Markus und Kathi. Du kannst zu deinem Kleingruppenleiter gehen, du kannst zu uns als Pastoren gehen, zu den Gemeindeältesten, Gemeindeleitungen. Wir sind bereit, mit dir zu beten, weil es für uns so wichtig ist, dass jeder von uns die Erfahrung machen kann, ich bin versöhnt mit Gott, aber auch versöhnt mit meinen Geschwistern. Und dann als solche, die mit Gott und miteinander versöhnt sind, haben wir das Recht, haben wir die Glaubwürdigkeit, zu einer Welt, die Frieden braucht, zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gottes Reich ist da, lass dich versöhnen. Was haben wir zu tun? Position, Versöhnung. Und sei dir bewusst, du hast ein neues Herz. Hesekiel 36. Du musst nicht um ein neues Herz bitten. Ab dem Moment, wo du wiedergeboren wurdest, hast du ein neues Herz. Pflege dein neues Herz, indem du mit Gott und seinem Wort und seinem Geist Zeit verbringst und alle Dinge ausräumst. Und sei dir bewusst, das Königreich ist ein übernatürliches Reich. Jesus sagt nicht, ihr müsst meine Zeugen sein. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn Dynamis des Himmels auf euch kommt. Öffne dich vor Gott und sag, Gott, ich will Zeuge sein. Gott sagt uns nicht, ich gebe euch Dynamis, damit die Sonntagsgottesdienste spannender werden. Er sagt, ich gebe euch Dynamis, damit ihr effektivere Zeugen meiner Auferstehung, meiner Liebe, meiner Gnade, meiner Kraft seid in dieser Welt. Das wollte ich euch heute vermitteln. Das war mal der Start zu dieser Serie. Und ich möchte jetzt noch zum Schluss mit uns allen beten. Ich habe mir zugehört. Eigentlich habe ich für mich auch gepredigt, aber ihr dürft gerne zuhören. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Die Jesus-Community ist eine Learning-Community. Wir lernen miteinander. Lasst uns aufeinander zugehen. Lasst uns einander stark machen, ermutigen, zu sagen, lasst uns das Reich Gottes hier präsentieren, dass Jesus bekannt gemacht wird, dass seine Regierung in die Region hier reingeht und als Resultat viele ihn kennenlernen. Lebt es zu Hause mit euren Ehepartnern, lebt es mit Freunden. Und ich glaube, in dem Maße, wie wir uns so verbünden und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wird Gott sagen, wie zur Zeit Davids, ich habe Freunde in Wettingen, Baden, ich habe Freunde im Bereich Aargau. Ich komme zu meinen Freunden mit der Kraft des Himmels. Wollt ihr das? Dann lasst uns zum Schluss noch beten. Herr Jesus, du bist der König aller Könige. Dich beten wir an. Und so wie David dich angebetet hat, weil er gesehen hat, du bist der wunderbare Schöpfer, der gnädige, barmherzige, liebevoller Gott, so beten wir dich an, König Jesus. König Jesus. Und du bist gekommen, um auf dieser Erde dein Reich aufzubauen. Und wir als Kreuzpunkt sind ein kleiner Teil davon, aber für diesen kleinen Teil können wir Verantwortung übernehmen. Und wir sagen, wir wollen verantwortlich sein und dich regieren lassen in unseren Herzen, dich regieren lassen in unseren Beziehungen, dich regieren lassen in allen unseren Lebensbereichen, dich regieren lassen in der Mitte der Gemeinde. Wir sind uns bewusst, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten wir umsonst in dieser Gemeinde. König Jesus, komm, Architekt, Baumeister, komm, baue. Gib uns Anweisungen.
Und ich bete auch um deinen Schutz für die gesamte Gemeinde, Jesus. Dass der Feind nichts rauben darf, dass er nicht entzweien darf, dass er uns nicht täuschen darf. Wir nehmen jetzt einfach kurz Zeit, wo es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, sich dem König Jesus unterzuordnen. Und wenn du das möchtest, dann mach das in deinem Herzen ganz persönlich. Sag, König Jesus, du bist mein Retter und du bist mein Herr, ich will mich dir unterordnen. Und wenn es Lebensbereiche gibt, die du bisher noch selber in der Hand hältst, kannst du es jetzt einfach ihm abgeben, dich unterordnen. Wenn es Menschen gibt, gegen die du diese Liste hast, der Vorwürfe oder Menschen, die dich auch verletzt haben und wo du zu Recht Schmerz empfindest, bring das vor Gott und sage ihm, er soll dir Wege zeigen, wie das gelöst werden kann. Und Jesus, wir leben in einer Region, wo so viele Menschen dich noch nicht kennen. Und so beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Deine Regierung soll in unserem Leben, in unserer Gemeinde zunehmen, dass sie hier in der Region zunimmt. Mach uns stark in unseren Häusern, gib uns starke Beziehungen, hilf uns, sie zu entwickeln, sodass wir wirklich erleben, dass dein Licht heller leuchtet und eine große Ernte reingeholt wird. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.